Das Wissen, dass ich einer dieser Personen wäre, die nach einem plötzlichen Tod erst Wochen später durch Zufall entdeckt werden würde. Weil es aus der Wohnung anfängt zu stinken, ist belastend. Nur für sich selbst zu leben, fühlt sich manchmal leer und sinnlos an. war hure krass. Ei, ei, ei. Ich bin 62 Jahre alt, homosexuell und nicht geoutet. Ich habe Angst, nicht mehr akzeptiert oder gar belächelt zu werden. Deshalb ziehe ich mich zurück. Warum kann es sein, dass Menschen sich nicht outen können? Oder überhaupt, wieso müssen sich Menschen überhaupt outen? Wenn man homosexuell ist oder einfach nicht heterosexuell, nicht der Norm entspricht, dann muss man immer so einen Step machen. Und dass der schwierig ist, das ist leider noch einfach so. Be proud to be you, sage ich da immer. Das ist etwas, wo man das Gefühl hat, das ist doch für niemanden mehr ein Thema, so Einsamkeit wegen Homosexualität, wegen einem queeren Leben. Wenn man das Gefühl ist ganz akzeptiert und für niemanden das Problem und für viele Menschen ist es eben doch noch eins. Je mehr Leute den Step dann trotzdem machen, desto einfacher wird es für die, die das dann im Nachhinein auch machen müssen. Auch wenn es hart ist, es lohnt sich wirklich. Paradoxerweise war ich am einsamsten ab dem Moment, als ich nie mehr richtig allein war. Nach der Geburt meines ersten Kindes. Urplötzlich wird man sich der Tragweite dieser Aufgabe bewusst. Ich hatte das Gefühl, mich von vielem verabschieden zu müssen. Was bleibt, ist die immense Aufgabe. Hey, ja, das denken wir jedes Mal bei Leuten, die älter geworden sind. Ich glaube, du kannst erst dann realisieren, was ein Kind mit deinem Leben macht, wenn du ein Kind hast und das dann dein Leben total umkrempelt. Das ist noch interessant. Eigentlich haben wir doch das Gefühl, dass wenn man ein Kind hat, dann ist die Einsamkeit komplett weg. Dann ist man nie mehr im ganzen Leben einsam. Und ganz oft habe ich es schon gehört oder gelesen oder auch Freundinnen von mir haben gesagt, dass sie eigentlich die grössten Einsamkeitsgefühle in ihrem Leben haben sie dann, so nach der Schwangerschaft oder wenn das Kind frisch auf der Welt ist. Hey, wenn ich dann irgendwann ein Kind habe, ich habe das Gefühl, ich muss meine ganze Aufmerksamkeit, alles, was ich kann, jede Energie, die ich am Morgen aufwenden kann, muss bei diesem Kind sein. Und ich frage mich so, bin ich dann an zweiter Stelle immer? Dass sich Eltern oder Mütter vor allem einsam fühlen, weil sie dann halt oft eher daheim sind als der Mann. Das verstehe ich absolut. Darum, alle Mütter auf diesem Planeten, ich ziehe meinen Hut. Wenn ich alleine ins Kino oder ins Museum gehe und die Frage kommt, bleibt es bei einem Ticket oder kommt noch wer? Überkommt mich die Einsamkeit? Spinnen die jetzt, um das zu fragen? Das ist halt einfach auch eine scheisse Frage. Wer auch immer an der Kinokasse hockt, bitte nicht mehr fragen. Ich habe im Kino gearbeitet, ich habe das nie jemand gefragt. Ich finde auch, verzichtet im Restaurant darauf, wenn jemand kommt, Tisch für jemanden, dann fragt man nicht nochmal nachher. Lasst es einfach gut sein, es ist echt scheisse. Ich leide an MS. Die Situation mit dieser schubhaften Krankheit ist für Viele in meinem Umfeld so normal geworden, dass sie teilweise nicht mehr vorbeikommen, wenn ich wieder im Spital bin. Freunde verlassen mich. In solchen Situationen fühle ich mich unfassbar einsam. Ich weiß nicht mal, was sagen darauf. Wenn man merkt, dass etwas, wo wie Normalität wird, aber nicht Normalität sollte sein und für alle anderen ist es irgendwie schon so Alltag, dass sie nicht mehr daran denken, dass es ja eigentlich eine Ausnahmesituation ist und dass man dann einsam ist, stelle ich mir schlimm vor, ehrlich gesagt. Wie geht man mit dem um, wenn jemand weiss, dass eine andere Person so eine schwere Krankheit hat? Was darf man fragen, wie darf man reagieren? Ich habe manchmal das Gefühl, dass man wie nicht den richtigen Umgang kennt. Dass gerade das auch die Menschen so einsam macht, glaube ich, die Hilflosigkeit, wie man mit ihnen umgeht und dass wir weit Worte nicht dafür haben. Also oft, wenn irgendwie etwas Schwieriges jemandem passiert oder jemand im Spital ist, denke ich so, braucht sie jetzt ausgerechnet mich? Stehe ich jetzt nicht am nächsten? Das, was hier beschrieben wird, ist ja nicht aus Boshaftigkeit von den anderen Menschen, sondern weil wir ganz oft tatsächlich nicht wissen, wie man mit kranken Menschen umgeht. Ich kenne das selber auch. Ich glaube, die Leute freuen sich mega, wenn du dich meldest, wenn du sagst, hey, es ist mir nicht egal, wie es dir geht, auch wenn du das 20. Mal im Spital bist. Darum. Die Person, die möchte man irgendwie umarmen und sagen, sie ist nicht allein. Auch für mich mega fest, auch nach dem Lesson learned, geh vorbei, frag nachher und tu nicht, nur weil es dir selber unwohl ist, die Hürde quasi nicht
überwinde. Einsamkeit ist uncool. Korrekt. Plötzlich ist der ganze Kollegenkreis verheiratet. Eine Beziehung hat man gerade nicht und Dorfvereine entsprechen nicht der Vorstellung von Freizeitgestaltung. Wochenendgestaltung ist den Familien vorbehalten, Urlaube sowieso. Und man steht da, weder speziell unattraktiv Und durchaus passabel im Umgang mit den Mitmenschen, allenfalls ein wenig scheu und introvertiert, nur eben ist keiner da, um was zu unternehmen. Die Einsamkeit ist eine ganz hässliche Spirale und ich bin wohl nicht der Einzige, welcher tagsüber freundlich ist. Dann und wann sein Social-Media-Profil füttert, aber abends, alleine im Bett, eigentlich nur denkt, es wäre okay, morgen nicht mehr aufzuwachen. Hui, das sind gar nicht gute Gedanken. Ich muss mich zuerst ein bisschen fassen. Wenn man so wirklich die Einsamkeit hat und eben das mit dieser Spirale, das beschreibt das da relativ gut, hast du dann irgendwie auch wie unten und kommt auch nicht mehr rauf. Und weil man ja allein ist, hilft einem auch niemand mehr rauf. Ich glaube, für jeden Mensch ist es ganz wichtig zu wissen, dass man immer gebraucht wird. Und wenn das Gefühl mal weg ist, dann kommt eben die Einsamkeit führen. Und dass Social Media dort tatsächlich auch eine Rolle spielt, dass man dort ja, für Schlusszeichen perfekte Leben zu sehen glaubt von Menschen, die aber innerlich eben trotzdem eine grosse Leere haben. Ja, ich habe das Gefühl, ich lebe eigentlich 90% von meinem Leben teilweise auf Social Media. Darum, das Gefühl habe ich auch, wenn ich 3 Stunden auf TikTok scrolle und denke, verschwende ich mein Leben für Social Media. Deshalb ist es wichtig zu realisieren, man ist eben, auch wenn man einsam ist, nicht allein in dem ganzen, in dieser Welt, in dieser Situation. Jede Person mehr, die weniger denkt wie da, desto besser. Als ich mit 8 Jahren vom Jugoslawienkrieg, da hinter mich, geflüchtet bin, habe ich das Gefühl kennengelernt, Ein Außenseiter, ein Ausländer und eine fremde Person zu sein. Die Anfänge hier waren schwer. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo viele Menschen aus dem Krieg gekommen sind. Ich hatte auch Freunde, die das selber erlebt haben. Ich selber kann zum Glück nicht mega fest aus erster Hand relaten, weil ich da geboren und aufgewachsen bin. Aber meine Mami ist auch da geflüchtet. Und ich glaube, sie hat sich oft so gefühlt. Aber sie hat es überstanden und sie hat 4 Mädchen auf die Welt gebracht und she's my hero. Die ich kannte, das waren Muslime und die extrem Schwierigkeiten hatten, ihre Brüche, auch den Ramadan und so den Leuten erklären. Und dort, glaube ich, echt schwierigen Anschluss gefunden haben und sich dann oft auch zusammen einfach in ihrer Gruppe gefunden haben, weil sie dort nicht die ganze Zeit in Erklärungsnot gekommen sind. Sehe ich allzu verhüllt aus? Gut, egal, it's real. Ich habe meine Mama an Krebs verloren. Wir haben zusammen gewohnt. Im Februar bin ich umgezogen. Alle neuen Leute dort wussten nicht, dass ich keine Mama mehr habe, weil wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu erzählen? Ich habe angefangen, Briefe an meine Mama zu schreiben. Das hilft etwas, aber seine wichtigste Bezugsperson zu verlieren, Hinterlässt eine große Lücke und eine spezielle Art von Einsamkeit. Auch wenn man Freunde und Familie hat. Puh, das ist wirklich so meine grösste Angst, die ich habe. Wenn jetzt mit Mami oder mit Papi so etwas passieren würde, ich frage mich, kann man sich jemals von dem Einsamkeitsgefühl in einem Leben erholen? Ich meine, wenn man Familie verliert, ist das immer hart. Und ich glaube, je früher, desto schlimmer. Für mich ist es tatsächlich so eine der schlimmsten Vorstellungen, die Eltern zu verlieren, auch wenn ich weiß, dass das irgendwann der Fall wird sein. Versuche ich es ehrlich gesagt die ganze Zeit zu verdrängen. Ich denke, wenn man Familienmitglieder verliert, dann ist es etwas, wo viele Außenstehende ja dann sagen, ja, die Zeit heilt alle Wunden, man ist dann nicht mehr einsam. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Teil von der Einsamkeit, die bleibt für immer. Man muss ja nicht mit den Freunden einen Ersatz finden, sondern eher wie noch etwas dazu. Wenn Menschen mich kennenlernen, denken sie, dass ich einen riesigen Bekanntenkreis habe. Aber ich fühle mich in meinem Leben, in meiner kleinen Welt sehr einsam. Es fühlt sich so an, als ob ich aus Versehen auf einem falschen Planeten abgesetzt und vergessen worden bin. Wow! So der klassische Insta versus Reality, oder? Man hat immer das Gefühl, oh mein Gott, mega viele Leute dort rum und
sobald man die Insta-Story abstellt, ist man dann trotzdem wieder allein. Ich bin eher so ein bisschen die crazy Person aus der Familie und das, was ich irgendwie mache und mich verkleide auf TikTok und rumtanzen, macht sonst niemand. Da fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen wie der Freak aus der Familie, aber so von einem falschen Planet finde ich schon mega krass. Ich glaube, das ist so ein mega modernes Phänomen, dass man trotz vieler Follower noch immer allein ist. Ich begann eine neue Ausbildung. Ich war überfordert, jeden Tag so lange zu arbeiten und so viel Verantwortung zu bekommen. Ich bekam Angstzustände. Verlor den Appetit und Gewicht. Ich hatte das Gefühl, ich passe nicht in dieses System. Dass ich viel zu sensibel für diese Welt bin. Junge Leute sind doch normalerweise stressresistent. Da habe ich zum ersten Mal mich einsam und unverstanden gefühlt. Hey, also stressresistent, junge Leute, logisch, wir sind alle nicht stressresistent und alle die sagen, sie seien stressresistent, die sind nicht ehrlich genug mit sich. Das mit dem Sensibel habe ich ganz fest. Ich fange mega schnell an zu brüllen. Ich hatte ein Mitarbeitergespräch nach 3 Monaten und ich war mega happy. Es ist mega schön gelaufen. Und dann hat mir meine Teamleiterin gesagt, hey, wir sind glücklich mit dir, Amila, es läuft gut. Und ich hätte nur sagen, für mich ist es auch top. Und was ich gemacht habe, ist brüllt. Ich habe brüllt und brüllt und brüllt und brüllt. Und ich habe es einfach nicht geschafft zu sagen, ich könnte jetzt eigentlich auch wieder brüllen, but I'm not going to. Das ist so eine komische Vorstellung, wo man in einem drin hat, so, dass man irgendwie sein muss. Also junge Leute sind stressresistent. Oder, wenn man in einer Beziehung ist, fühlt man sich nie einsam. Oder wenn man erfolgreich ist im Beruf, dann ist man immer glücklich. Das sind auch so Vorstellungen, wo eigentlich kann man sagen, das ist so, aber es ist nicht immer so. Das hat nichts damit so, dass man nicht in das System hineinpasst. Sage ich mir. Also ich bin auch on this journey. Ferien. Die Freunde mit Kindern brauche ich gar nicht erst fragen. Öfters gehe ich dann halt arbeiten. Dies sind meine jährlichen und wiederkehrenden Einsamkeitsmomente. Auch wenn sie ein Luxusproblem sind, schmerzen sie sehr und mehr, als man zugeben möchte. Ich finde, Einsamkeit ist nie ein Luxusproblem. Wirklich nie. Der Wandel vom Kollegenkreis, wo sich dann alle verheiratet und um einen herum wandelt sich eigentlich das ganze soziale Leben. Menschen haben Familie und man fühlt sich irgendwie, man fragt sich, finde ich auch irgendwann jemanden, will ich auch eine Familie gründen? In einem gewissen Alter sind so Lebensmodelle eigentlich, die aufeinandertreffen. Und man hat zum Beispiel dann selber keine Kinder und die rundherum haben alle Kinder. Und plötzlich merkt man, oh, die gehen jetzt mit denen in Ferien, die auch Kinder haben. Und man fühlt sich irgendwie immer mehr auf sich selber zurückgeworfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann so Einsamkeitsmomente da sind. Es gibt ganz viele andere Leute, die genau auch so sind. Und wenn man jetzt so mit so einem Video das kann ein bisschen connecten und darüber reden, super.